So ist der letzte Tag im Jahr abgebrochen. Der Lebkuchenmann hat kaum warten, bis es die Nacht 12 Uhr geschlagen hat. In der Silvesternacht können die Tiere nämlich schwätzen und die Sachen lebendig werden, wenn sie wollen. Aber nur, wenn jemand zuschaut. Kaum hat es also vom Kirchenturm 12 Uhr geschlagen, hat der Lebkuchenmann einen Hupser gemacht, ist vom Tisch runtergekumpelt und was hast du davon gesprungen? Auf den Stegen ist er ausgerutscht und polterte die ganze Stege durchgepürzelt. Ab dem Lärmen ist die alte Frau verwacht und schauen, was passiert ist. Hey, du meine Güte, wo willst auch du hin, Kleine? Bleib doch bei mir im warmen Stübli. Aber der Lebkuchenmann hat zur Antwort gegeben: Nein, danke. Mir ist es verkleidet. Ich bin der majestätische Prinz und du bist nicht nobel genug für mich. Und er ist weitergerannt auf die Strasse raus. Es war eine kalte Nacht und der Lebkuchenmann hat bald angefangen zu lottern wie ein Schlosshund. Auf einmal hat er ein Grunzen gehört. Und eine grosse, dicke Sau ist vor ihm gestanden. Mit 7 kleinen rosaroten Säulen. Hey, schau auch da, Hat sie auch gesagt. das ist jetzt eine Überraschung. Gestattet Sie, dass ich mich vorstelle? Wir sind Neujahrsglücksauen und machen gerade einen Umzug durch die Dörfer. Sie haben uns gerade noch gefehlt. Sie könnten doch vorauslaufen und eine Fahne tragen. Das wäre sauglatt. Alle Säulen haben den Lebkuchenmann erwartungsvoll angeschaut, aber er hätte nicht zur Antwort gegeben.